Ländle aus dem Ländle. Das Podcastle mit Axel und Flo. Jetzt hallo miteinander. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcastle und zwar mit der Folge 0. Ich bin der Axel. Und ich bin der Flo und wir haben uns hier zusammengerauft, weil wir uns überlegt haben, wir machen mal ein Podcastle über das Schwäbische an sich und übers Schwabenländle. Da gibt's nämlich ganz viele tolle Sachen, die man mal beleuchten könnten und über die wollen wir uns auslassen. Aber jetzt interessiert euch doch ganz bestimmt auch, wer wir zwei sind. Florian, dich kenne ich, bevor du jetzt überhaupt was sagen darfst. Ich unterbreche dich, der Florian wollte gerade den Mund öffnen, aber jetzt schwätze ich erstmal. Der Florian und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren über Facebook, über die sozialen Medien und sind zufällig sogar der gleiche Jahrgang und von dem her passt es auch. Florian, erzähl doch mal was über dich. Wo kommst du her? Also ich komme ja aus dem Schwabenland, aus einer ganz anderen Ecke wie du, weil du bist so der südliche Part von der Albra. Ich bin jetzt eher der Großstädter. Ich komme eigentlich nicht aus Stuttgart, sondern aus Cannstatt und die Cannstatter sagen ja, dass sie gar keine Stuttgarter sind, aber aus dem Großraum Stuttgart würde ich mal sagen, komme ich. Aber ein Original, du bist dort geboren, das muss man sagen. Könntest du ja, in Cannstatt geboren und aufgewachsen. Und das Weiteste, wo ich entfernt gewohnt habe, das ist schon fast bei dir in der Nähe, das war Tübingen tatsächlich. Das ist schon nicht so, das ist nämlich Suburbs, das ist ja Suburbs von Stuttgart eigentlich. Du, muss ich gleich dazu sagen, du bist Profi. Du hast 20 Jahre schon Radiomoderationserfahrung. Die Sender nennen wir jetzt nicht. Und du durftest dort aber nicht Schwäbisch schwätzen. Nein, um Gottes Willen. Da musste man streng Hochdeutsch schwätzen und das war gar nicht so einfach. Aber deswegen ist das ja auch so einer der Gründe, warum wir gesagt haben, mal ein Podcast auf Schwäbisch wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil der Schwabe an sich versteckt ja seine Schätze eigentlich gerne unterm Tisch. Und dann versucht man, ein astreines Hochdeutsch zu sprechen. Was ja gar nicht so funktioniert als Schwab. Das funktioniert manchmal besser und manchmal schlechter. Aber selbst wenn ich mein bestes Hochdeutsch geflötet habe, hat der Kölner zu mir gesagt, du schwäbelst aber auch ganz schön. Also insofern... Aber das Schöne an dir ist, du hast jetzt nicht ich möchte jetzt keine Stuttgarter zu nahe treten, aber du hast nicht diesen Stuttgarter Edelschwäbisch Singsang. Weil wir haben auch schon miteinander geschwätzt, du hast schon richtig schöne uralte schwäbische Begriff von dir gegeben, aber ich glaube, diese Radiozeit hat doch ein bisschen auch von deinem Schwäbischen aus dir rausgenommen. Kann das sein? Das kann schon sein, ja, wenn man sich ja da irgendwie auch eingrufen muss und dann schwätzt man halt nicht immer, wie einem der Schnabel ursprünglich mal gewachsen war, sondern wie es einem dann irgendwie halt hingeformt wurde, ist ja klar. Aber deswegen sind wir ja jetzt hier in dieser Kombination und haben gesagt, wir schwätzen jetzt mal Schwäbisch und wir tauschen uns aus über das Schwäbische. Und was man ja auch noch sagen muss, warum wir uns kennengelernt haben über Facebook war, dass ich ja irgendwann auch so schwäbische Comedy mal probiert habe, was eigentlich auch ganz gut geklappt hat, aber dann ist mein Kompagnon irgendwie abgesprungen und dann habe ich das mir allein nicht traut und da habe ich mal gedacht, der Axel, das wäre doch einer, den könnte ich mir mal vorstellen bei sowas. Und da haben wir uns da oft und ausgiebig drüber austauscht und haben aber gesagt, Bühne muss ja auch nicht immer gleich sein, deswegen haben wir gesagt, das miteinander schwätzen kann ja auch manchmal ganz lustig werden und da sind wir jetzt mal gespannt, ob das so auf diese Weise funktioniert und das probieren wir jetzt mal aus. Genau, und was Sie auch noch gesagt haben, ist, also wirklich, jetzt war der junge Mann, ist ja mein Jahrgang, als ganz junger Mann, also der war ja so lange beim Radio und durfte nicht Schwäbisch schwätzen und jetzt kommt die Aufarbeitung seiner traumatischen Erlebnisse und jetzt darf er die nächsten 20 Jahre hier Schwäbisch schwätzen. Das heißt, ihr müsst diesem Podcast mindestens 20 Jahre folgen, egal ob es euch interessiert oder nicht, aber nur um wieder unseren... Als Traumatherapie. Genau, bringen wir es auf den Punkt. Aber wir müsst ja auch über dich noch schwätzen. Du bist von der Alp, gell? Das gehört noch zur Alp, oder? Weil da unten ist ja so ein bisschen fließender Übergang. Mitte auf der Alp. Echt, Mitte? Winterlinge. Ja. Das ist Alp-Hochfläche. Ja, aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen hinübergucke, was für mich als Städter auf die Alp geblickt, da hätte ich ja dieses nette Städtle Riedlingen, das ist nicht so weit weg von dir, oder? Ja, aber Riedlingen, da fließt ja schon Donau durch, ja, da wollte schon was. Das ist ja schon wieder im Tal, Donau. Ja, das ist nämlich Oberschwaben, aber ein Teilort von Riedlingen, ich habe jetzt gerade vergessen, welcher das war, das gehört noch zur Alp, also das ist so... Altheim, Neufrau, irgendwas sowas vielleicht, diese Vororte, keine Ahnung. Ja, genau. Ich war letztens mit dem Fahrrad jetzt, gell? Also letztes Woche bin ich ja von Winterlingen mit dem Fahrrad nach Riedlingen gefahren und da geht schon ein paar Buckel nah und wieder rauf, bis du da... Du musst ja zur Donau nachfahren und dann fährst du von der Donau wieder rauf und auf die Alp. Also wir sind Alp.
Riedlingen gehört zwar auch dazu, aber wir sind weit oben, wir sind 800 Meter hoch. Hallo? Hallo, okay, ja, okay. Bloß, dass ich für mein geografisches, schwäbisches Selbstverständnis Ich bin da schon ein bisschen stolz. geformt werden. Ich bin da schon stolz drauf. Gell? Also Winterlingen, für die, wo Winterlingen nicht kennen, Winterlingen liegt exakt zwischen Albstadt und Sigmaringen. Auf dem Buckel da oben. Den Axel kennt man aber vor allem aus sozialen Medien. Du bist also quasi sowas wie der schwäbische Influencer, oder sehe ich das falsch? Ja, kann man vielleicht so sehen. Manche sehen das vielleicht so. Das hat angefangen, eigentlich bin ich da reingerutscht, zufällig, das war 2017, habe ich ein Video gemacht. Eigentlich wollte ich da nur einen Videoeffekt ausprobieren, einen Greenscreen-Effekt, und das Video habe ich spontan auf Schwäbisch gemacht und habe es an Kumpel, so Bekannte geschickt per WhatsApp, und das ist irgendwie im Schneeballsystem durch ganz Deutschland gegangen, sogar bis Österreich, Schweiz kamen da Rückmeldungen. Und jeder hatte darauf angeschwätzt, fand das witzig und dachte, okay, auf dieser Welle reite ich weiter, wenn Schwäbisch so gut ankommt, und dann weitergemacht mit schwäbischen Videos, schwäbische Spruchbilder etc. Und so ist es dann halt gekommen. Und das hat auch eine gewisse Reichweite. Du hast mir neulich erzählt, aus Oldenburg hätte ich mal jemand angeschrieben, der hätte ich zufällig in irgendeinem Video gehört, das der Nachbar auf dem Balkon angehört hat. Ja, das ist auch schon eine Weile her, aber das war beeindruckend. Das war eine Exilschwäbin, die in Oldenburg lebt. Und die hat mir dann geschrieben, sagt sie, ihr war ja was ganz Witziges passiert. Sie ist das abends draußen auf dem Balkon und hat irgendeine Stimme gehört und dachte, ja, die Stimme kenne ich doch. Und dann ist er zu ihrem Nachbar rüber und hat gesagt, was guckst du da an? Das ist doch Schwäbisch. Und dann hat er schwäbische Videos von mir anguckt, war aber ein Oldenburger, also kein Schwabe, und fand es witzig. Und ich war sehr dankbar für die Rückmeldung, dass also auch die Leute im Norden oben, die eigentlich das Schwäbische nicht so mächtig sind, sich amüsieren über meine schwäbischen Videos. Und ja, und solche Rückmeldungen tun gut, da machen wir gern weiter. Und jetzt wollen wir vielleicht auch mal geschwind drüber reden, was haben wir überhaupt vor mit diesem. Ja, das ist jetzt wichtig, wieso schwätzen wir überhaupt Schwäbisch? Nicht bloß zur Belustigung, sondern auch, weil es ja das Schwäbische an sich viel bietet, worüber man einfach mal schätzen kann. Es gibt so viele schöne Ecken, wo man hinfahren kann, die man angucken kann, die aber auch interessante Fakten bieten. Du hast mir zum Beispiel, wir sind jetzt heute in Reutlingen, ist doch mal verraten, wir sitzen heute, weil das ist so ein bisschen zwischendrin, zwischen Bad Cannstatt und Winterlingen. Und dort in Reutlingen, hast du mir gerade erzählt, Ja. gibt es eine Attraktion? Ja, die Attraktion ist, in Reutlingen gibt es die engste Straße der Welt. Da wollte ich schon mal hingehen, aber das war zu einer Zeit, wo ich wirklich viel abgenommen habe und dachte, ich schaue mir das mal an und versuche mal, ob ich da durchpasse. Aber ich habe wieder zugenommen und dachte, diese Peinlichkeit gebe ich mir nicht. Dass du da drin stecken bleibst. Das habe ich diesem Florian vorher erzählt, dass es das gibt. Wie breit ist denn die? Du hast vorher nochmal nachgeguckt, wie breit die ist. Jetzt hast du diesen ganzen Witz zerstört. Jetzt habe ich die extra gefragt. Jetzt musst Ich du weiß mich es fragen. nicht mehr. Ja, sage doch, du hast doch geguckt. Also ich glaube, es waren also 30 Zentimeter. Also merke doch, da kommt wieder mal mit dem Oberschenkel rein. Aber der Florian ist ein ganz... 30, wie groß ist denn das? Also- Das Tischle, wo man da sitzt, das hat vielleicht gerade so 30 Zentimeter, oder? Also wir haben vorher rumgestritten und jetzt haben wir gesagt, okay, gut, und deshalb, das ist ja auch der Cliffhanger und ihr bleibt jetzt auch dran in dem Podcast. Wir gehen nachher noch in die Stadt rein und suchen das Sträßle auf und dann machen wir eine Live-Berichterstattung, beziehungsweise eine Außenberichterstattung, live ja nicht. Genau, das probieren wir aus und dann haben ja auch schon mal so ein bisschen Eindruck, was so alles bei unserem Podcast ab Folge 1 dann sozusagen passiert. Also bleibt dran, da kommt nachher noch was. Das kann sein, dass wir uns dann einfach mal irgendwo hinbegeben und einfach mal das Städtle zusammen angucken, oder der eine fährt hin und berichtet dem andere drüber und damit erfahrt ihr auch da einiges drüber. Und wie gesagt, es gibt ja das ein oder andere, was dann auch jeweils berichtenswert ist von dem Städtle. Da gucken wir uns natürlich vorher auch so ein bisschen um und recherchieren und lassen euch das dann auf diese Weise zugutekommen. Es gibt ja viele Ortschaften und Städte, wo Besonderheiten haben, wo man gar nicht so weiß. Da muss man halt einfach mal nachfragen bei der Einheimischen und seid gespannt. Ihr werdet überrascht sein, was es für Kuriositäten in nächster Nähe um euch herum alles gibt. Und dann haben wir natürlich auch unsere Sprache, das Schwäbische. Da gibt es so viele Wörter und auch über die wollen wir dann einfach mal so philosophieren sozusagen. Ja, Begriffe, Herkunft der Begriffe. Selbst wenn man im Internet recherchiert, gibt es oft widersprüchliche Quellen. Und von dem her, wenn wir dann uns nicht einig sind, dann
gucken wir einfach mal. Dann werden wir uns eine Erklärung schaffen, zumindest, woher dieses Wort natürlich das schwäbische Wörterbuch und die Etymologie des schwäbischen Wortes, das werden wir uns angucken. Definitiv. Und wie gesagt, ist ja nichts in Stein gemeißelt. Und wir haben es vorher schon davor gehabt, ein Vorgespräch. In jedem Flecken schwätzt man anders in jedem Ortschäftle. Der Eu hat einen schwäbischen Begriff und sagt, das bedeutet bei uns aber was ganz anderes wie bei Ui. Und das werden wir auch mal hinterleuchten und mal gucken, warum ist das so? Wieso? Genau. Ich war ja zum Beispiel mal in deiner Nähe da unten, in dem wunderschönen Ort. Da unten, da oben. Für mich ist, das stimmt nicht, aber auf der Karte ist es unten. Egal. Da war ich in Sigmaringen. Ja, das und da habe ich relativ lang gebraucht und habe dann irgendwann mal zu den Sigmaringer auch gesagt, diese Semmeringe, von dem ihr da schwätzt, wo soll das sein? Schande. Und umgekehrt habe ich eine Ansage gemacht bei einem Narrenumzug in Bad Cannstatt. Und dann kam die Zunft aus Sigmaringen vorbeigelaufen und ich habe gesagt, Semmeringer. Und dann kam tatsächlich ein Zuschauer zu mir und hat gesagt, ich würde mich da täuschen, aber diese Gruppe, die kommt aus Sigmaringen, nicht aus Semmeringen. Oh. das war aber zugezogen. Also ja. Semmeringen, selbst wenn du auf Wikipedia guckst, ich weiß nicht, ob es so drin steht sogar, oder stand zumindest mal vor kurzem noch drin, Sigmaringen und dann Semmeringen. Also das ist gar nicht das Sigmaringen. Das. Ja, so gibt es halt so örtliche Unterschiede. Guck mal, ich komme aus Winterlingen, gell? Vor Ort sagen wir Wederlingen. Oder ich komme, gesagt aus dem Ortsteil Benzingen. Da sagen wir Betzingen. Wenn ich den Reutlingen sage, ich komme von Betzingen. Das ist schon wieder ums Eck. Ja, das kenne ich Betzingen, nicht Betzingen, sondern Betzingen. Da musst du mal genau. Aber eigentlich heißt es ja auch Bretzelingen, habe ich im Internet gelesen. Das ist genau, das ist schon das, wir sagen mein Alias für Benzinger, weil ursprünglich wollte ich eigentlich mal vor vielen Jahren mal Satire schreiben und dachte, damit man die Menschen nicht wiedererkennt, in Benzinger erfinde ich einen Ort, den es gar nicht gibt. Bretzel ist typisch schwäbisch und Ingen passt ja auch. Nein, Bretzelingen, das ist eigentlich so Synonym für Benzinger. Jetzt wissen wir das auch, siehst du, jetzt haben wir schon wieder was über der Achsel erfahren. So ganz en passant sozusagen. Ja, weil ich nämlich im Internet, glaube ich, haben wir gar nicht erwähnt, gestern als Pseudonym Axel von Bretzelingen. Also Bretzelingen bedeutet eigentlich Benzingen. Sehr gut. Falls es jemand interessiert. Bei uns oder heute. Bei egal. So viel, dass ich übersteuert, wenn es so laut lach wieder, gell? Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir wollten eigentlich nur darauf hinweisen, dass das sein kann, dass es hier halt. Ach so, ja, das kann sein, weil wir sind ja auch technisch nur einfach mal im Probierstadium. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir hocken uns jetzt irgendwo mal in eine Ecke, aber wir hören, dass das so im Hintergrund ein Hall ist, aber wir haben beschlossen, dass das normal ist. Der Hall muss da sein, weil das ist der Schwäbisch Hall. Genau. Das aber wenn man nicht in Schwäbisch Hall hockt, aber der Schwäbisch Hall das könnte ja sein, theoretisch, das weiß doch keiner. Wir sind in Reutlingen und haben hier Schwäbisch Hall. Wir haben trotzdem Schwäbisch Hall. Das ist schon geil, oder? Ja, quasi schon wieder was Kurioses. Schwäbischer Zusammenhalt ist das. Zusammenhalt. Schönes Wortspiel, Ken. Du wolltest aber, glaube ich, noch sagen, was wir sonst noch alles machen können hier auf Schwäbisch oder was wir planen mit diesem Podcast. Genau, also Sprache wird natürlich ein Thema sein, weil man da so viel, also Exilwörter, weißt du, wie zum Beispiel die To-Do-Liste. Wo du schon gesagt hast, im Englischen, gell? Ja, das ist ja im Englischen völlig gebräuchlich, weil da stehen lauter Sachen auf der Do-Liste, wo man dringend Dos hat. Ja, das haben selbst die Engländer von uns abguckt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich die tatsächliche Entstehung dieses Begriffs ist. Nö, aber wie gesagt, wenn man keine etymologische Herkunft findet, auf die wir uns verlassen können, dann sagen wir einfach, das kann ja auch keiner nachprüfen. Das ist das gleiche mit der Uhrzeit. Wir sagen Pfeife und Neine. Es ist Pfeife, es ist 5 Uhr oder es ist Neine, es ist 9 Uhr. Hallo, die Engländer sagen auch Pfeif und Nein. Also irgendwie gibt es ja wahrscheinlich schon Zusammenhänge aus diesen keltischen Völkerwanderungen vor Jahrtausenden, wenn immer das war. Sag ich zumindest mal. Das stimmt. Beweise mir mal das Gegenteil. Urkundlich bitte. Haben wir denn noch? Was uns natürlich auch interessiert, sind Menschen, die im Schwäbische wohnen. Ja, natürlich. Wir können auch mal schön Pause machen, dass wir mal einen Abschnitt hin. Wieso bist du mir? Du musst aufs Klo, wir machen jetzt weiter. Du wolltest doch bloß von deiner technischen Seite. Nein, ich habe bloß geguckt, ob das Ding noch richtig aufnimmt. Danach wir machen jetzt keine Pause, weil wir erst 15 Minuten aufgenommen haben. Das ist. Also es gibt die Liste fertig machen, ja.
Es gibt natürlich auch Menschen und Leute, die im Schwabenländle wohnen. Die sind vielleicht mal mehr, mal weniger bekannt. Sie haben vielleicht irgendwas Besonderes. Die haben vielleicht auch irgendwas, wo sie ihre Art haben, das Schwäbische in sich oder bei sich irgendwie weiterzutreiben. Die machen vielleicht irgendwie Komik oder schreiben Bücher oder machen Musik. Vielleicht waren das irgendwelche Personen der Geschichte, die man mal erwähnen kann. Vielleicht sind es aber auch welche der Gegenwart. Also da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele, die man dann auch notfalls mal besuchen könntet. Also bei denen der Geschichte vielleicht wird schwieriger, aber vielleicht interessant ist ja, wie der Lemle, wie hieß denn der damals der Vorname, der damals in den USA ausgewandert ist und Hollywood gegründet hat. Mit dem ersten Filmstudio. Ja, siehst, da könnte man zum Beispiel mal genauer nachforschen. Genau. Ja, aber nach Hollywood gegangen wir mit, oder? Nach Hollywood, ja. Jetzt können wir erstmal neue Gerätlängen als echte Stress, oder wir fangen mal klein an. Das mit dem Lemle kommt dann mal in einer späteren Folge nochmal. So, jetzt wollen wir euch aber jetzt weiter auf die Folter spannen. Wir gehen jetzt sozusagen in medias res, ein typisch schwäbischer Begriff. Nicht ganz, ist lateinisch, aber... Ja, du hast es ja... Das heißt in die Mitte der Sache, also wir gehen jetzt einfach so mittelnei sozusagen. Genau, ich sage, du hast jetzt ein bisschen Klugscheiße muss man ja nebenher. Absolut. Also, Leute, wir gehen jetzt einfach mal vor Ort und schwätze Tacheles, oder? Das ist auch schwäbisch. Ist das schwäbisch? Weiß ich nicht. Wir recherchieren. Jetzt geht's los. Kommt dann in Folge 1. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir, wie versprochen, hier in der engsten Straße der Welt, in der Spreuerhofstraße in Reutlingen. Und ich beschreibe jetzt mal das Setting hier. Also es ist quasi eine Gasse, eigentlich gar nicht sieht aus wie eine Straße, sondern es sieht aus wie ein Gässle. Und da ist das eine Fachwerkhaus ist ziemlich päp an das andere Haus dahin beppt. Und das, was da durchgeht, also das wird man jetzt eher so als Abstand zwischen zwei Häusern sehen, das ist die engste Straße der Welt. Und was man jetzt hier sehen kann, Axel, guck dir das mal an. Hier gibt es eine Schablone, da kannst du ausprobieren, ob du durchpasst. Ich stelle mich schon mal rein, also 31 cm, schon sehr schmal. Also wenn ich den Bauch einziehe, dann könnte es gerade reichen. Ja, bei mir ist schon eigentlich heftiger, gell? Ich passe durch mit Bauch einziehen, also ich kann mich durchschrubbeln. Ja, aber guck mal, du stehst ja auch verkehrt rum, du musst so, ja, das war. Ja, aber das ist genau gleich. Egal. Ich lauf nachher trotzdem durch und schabe mir an der Hauswand entlang. Ja, aber nicht mit Schwung, nicht, dass du dann so feststeckst, dass ich die nicht mehr rausbringe. Obwohl ich Florian heiße, bin ich kein Florians Jünger. Aber die Walrosse kommen auch überall durch. Ich schrub mich da durch, weil Speck ist flexibel. Also ich gehe schon mal vor und dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Ja, auf der Matze. Das ist ein Weltrekordversuch sozusagen, weil hier steht extra Guinness World Records einschüttlich. Und genau, das ist Eintrage im Guinness-Buch der Rekorde. Und? Wie fühlt sich's an? Das ist eher die Höhe. Es ist auch oben ein bisschen knapp, also meine Frisur streift schon oben an der Dachrinne. Ich versuche auch ich lasse es bleiben. Ich komme mit meinem Biker vorbei. Aber wenn ich mich so reinschwappe, es wird eng bei mir. Ich glaube, ich lasse es. Ich guck mal bestimmt auf die andere Seite und berichte. Ja, dann schickst du mir WhatsApp mit Fotos, wie es hier aussieht. Ja, wo steht so die kleine Gas? Hey Florian, also ich muss ja sagen, ich glaube, wir zwei müssen froh sein, dass wir schau ein wenig älter sind, weil wenn wir jetzt 20 wären, bei dir sieht es auch schon ein wenig eng aus und du hättest da eine hübsche junge Frau im Minirock sehen und würdest dementsprechend reagieren, ich glaube, dann hättest du auch hängen bleiben. Womöglich. Ja, jetzt kommen wir aber schnell raus, bevor der falsche Gedanke kommt, du musst ihn rausziehen. Jetzt ist er fort. Komm zurück. Es gibt nicht so, der Florian ist die Hälfte von mir. Das ist echt unverschämt. Ich fühle mich jetzt hier echt diskriminiert. Das ist schon was gefunden. Also auf der anderen Seite lohnt es sich gar nicht, weil das ist bloß eine hässliche Baustelle. Aber guck mal, ich habe dir ein Souvenir mitgebracht. Das ist quasi von dem Putz, das da am Nachbarhaus dran ist. Ein Stück, das wahrscheinlich jemand beim Versuch da durchzukommen abgeschabt hat. Das ist wie so ein Erinnerungsstück von der Berliner Mauer quasi. Fast so ähnlich. Sollen wir das versteigern? Ja, bringt vielleicht ein Haufen Geld. Das liegt schon am Boden, ich meine. Weltrekord, genau. Ja, lassen wir es mal liegen für den. Wir legen jetzt wieder nach. Vielleicht freut sich jemand anders drüber. So, jetzt waren wir da. Ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich mal wieder 20 Kilo annehmen sollte. Dann treffen wir uns nächstes Mal einfach zum Fahrradfahren. Richtig, aber nicht durch die engste Straße der Welt.
dann bedanken wir uns mal bei den Zuhörern, dass sie so lange dabei geblieben sind. Und dann freuen wir uns auf unsere Folge 1, wo wir dann schon ein ganz kleines bisschen mehr Futter und ein bisschen mehr Themen mit unterbringen. Genau. Also, liebe Leute, ich hoffe, wir hören oder beziehungsweise ihr hört von uns oder ihr hört uns zu. Wir verabschieden sich da voneinander. Wir hören es voneinander. Wir hören ja von der anderen nichts. Ich muss, glaube ich, noch sagen, dass man es irgendwie liken soll und dass man irgendwie abonnieren soll und so Zeug. Das muss man natürlich schon noch, aber das ist ja auch noch die Folge 0, da müssen wir ja noch, da können wir uns ja noch ich bin da so bescheiden, aber er hat recht, der Florian. Also bitte liked es, abonniert uns und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssli und ade. Leck mir am Arsch.